Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem Let's Show Minecraft. Und zwar zeige ich euch eine Welt. Ich zeige es nur, ich mache noch kein Let's Play. Das mache ich zusammen mit dem Jerry, mit dem Big Boss Jerry. Ich zeige euch einfach mal eine Welt. Es ist die allererste Welt, die wir das zweite zusammengebaut haben. Wir haben einfach mal ein bisschen probiert, mal geschaut, was es so geht, was möglich ist. Wie man sieht, es sieht lustig aus. Ja. Wir sind darum gebeten worden oder gefragt worden, warum dass wir nicht Minecraft machen. Natürlich machen wir das auch, nur haben wir bis jetzt noch nicht vorgeführt, gezeigt, gemacht überhaupt. Wir haben schon viel gebaut selber, bevor wir überhaupt etwas gemacht haben bezüglich Let's Play. Wir haben schon lange mal anfangen, haben starke Probleme mit dem Aufnehmen, es hat nie funktioniert, nie. Wir hatten immer Störungen gehabt, ich weiß nicht warum, ich habe es jetzt geschafft. Und warum weiß ich eigentlich immer noch nicht, aber es läuft, ich hoffe es zumindest. Wir haben schon ein Let's Play gestartet gehabt, aber das ist so miserabel geworden, ich musste es wegschmeißen. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgetüftelt und versuchen jetzt mal ein Let's Show zu machen. Und zwar, wie gesagt, von der ersten Welt, die wir gemacht haben. Wie man sieht, es hat keinen konkreten Baustil. Wir haben einfach mal ein bisschen drauf losgebaut. Es hat angefangen ziemlich lustig und lächerlich. Ich fliege da mal, dass es ein bisschen schneller geht. Dort oben die paar Häuschen mit der Brücke. Das Häuschen mal probiert und sind wir da den Weg weitergegangen. Wir haben allerdings noch einige Welten mehr gemacht, die sind aber nicht mehr auf dem Rechner. Eine Welt haben wir noch, auf die sind wir auch ganz stolz. Dort mache ich, der Server dort gerade sehr langsam aufbauen. Dort mache ich dann auch noch ein Let's Show. Auf die sind wir ganz stolz, auf die andere Welt. Dort haben wir ein Mittelalter-Thema gewählt und haben dementsprechend auch alles so gebaut. Wir haben jetzt in dieser Welt, die ich euch zeigen kann, ich kann es nicht erklären, ihr seht es jetzt gerade. Sobald der Server mal endlich aufgebaut hat. Da ist noch ein kleiner Aussichtsturm. Wir gehen jetzt mal da rein. So, da ist der Aufgang. Los, lauf. Badam. Also hinten ist kein Loch, der Server baut noch sehr langsam auf. Und zwar haben wir eine Boxarena gemacht, eine Bowlingbahn und ein Kino und glaube irgendwo einen Burgerladen und ein paar Wohnungen. Und noch ein Bunker und tralala und sowieso. Und ich zeige euch das jetzt. Ich habe die Welt selber auch schon lange nicht mehr angeschaut. Wie gesagt, sie ist sehr alt, sie ist eine der ersten. Ja, ich glaube, ich fange mal an mit dem Kino. Da mag ich mich erinnern, haben wir etwas ausgetüftelt mit Redstone, haben wir ein bisschen probiert. Wir haben es hier zwar schon recht detailreich gebaut. Ich bin gerade selber wieder überrascht. Mit Pflanzen. He? Gut, Takeaway. Einmal Pommes. Nein, eigentlich, was ist das da? Das Verlies, ja genau, das passt nämlich überhaupt nicht da rein. Da haben wir einfach schon mal etwas gebaut. Für die keinen Eintritt gezahlt haben, die kommen da rein. Gut. Vielleicht ist es auch nur Pausenraum der Mitarbeiter, das kann auch sein. Also, dann gehen wir mal rauf. Da ist der Warteraum, Esssaal, bla bla bla, überhaupt keine Ahnung, kann man sich ausdenken. Und da kommen wir in den Kinosaal rein. Mit dem Texture Pack sieht das sehr lustig aus. Das müsste eigentlich schwarz sein, das hat ausgesehen wie Lautsprecher. Egal. Mit der Lampe drinnen in der Wand. Geil. Und der Sitz. Und die Leinwand. Und jetzt haben wir da etwas ganz Spezielles eingebaut. Ich hoffe, es funktioniert noch. Und zwar ist ja da innen der Projektorraum. Lichtschalter, Dunkelschalter. Also. Und zwar haben wir da oben eine relativ, für uns zumindest, komplizierte Schaltung gemacht. Und jetzt probiere ich das mal zu machen. Ich muss das in der richtigen Reihenfolge machen, sonst versau ich es nämlich. Und zwar also jetzt ist hell, und dann geht Dings
der Film startet. Ballon und finster. Und los geht's. Ja. Applaus, Applaus. Juhu. Nein, das ist eigentlich das Einzige, was wir gemacht haben. Einfach das Licht einschalten und ausschalten. Wir haben sehr lange dafür gebraucht, das weiß ich noch. Aber es ist, glaube ich, nicht schlecht rausgekommen. Nochmal. Gut. Wunderbar. Also, gehen wir ins nächste. Ah, da jetzt noch ein Balkon ohne Geländer. Also, dann gehen wir. Ich tue da ein bisschen fliegen. Ins Bowling Center. Oh. Alles schön mit Lichtstein gemacht natürlich. Ja. Da Schuhgröße Nummer 48. Und Bowlingbahnen. Es sieht so geil aus. Ich habe es selber so lange nicht mehr angeschaut. King P. Was? King Pio. Ja, geil. Also, und da hinten, leider haben wir jetzt hier keinen Mechanismus drin gemacht. Aber es sieht auch gleich geil aus. Und dann geht es hier rauf zu der Kneipe, wenn ich mich noch richtig daran erinnere. Genau. Mit der Terrasse, Wonderbra. Und mit der Küche. Da ist, glaube ich, der Personaleingang in die Küche. Sehr schön. Da hinten ist die grosse Küche. Aha. Und da geht's. Wo geht's da noch hin? Aha. Okay, sind wir eigentlich im Kreis gelaufen. Aber wie gesagt, ich bin schon sehr lange nicht mehr da drin gewesen. Ich weiss es selber nicht mehr genau, was da überall durchgeht. Da haben wir noch irgendetwas angefangen gehabt. Da mag ich mich noch fester daran erinnern, dass ich etwas machen wollte. Und dann kommen wir da wieder raus. Gut, also Bowling Arena haben wir gezeigt. Und jetzt gehen wir in die Box Arena. Da haben wir sehr lang gebraucht, für die hier zu machen. Die Box Arena ist unterirdisch und obendran hat es ein paar Wohnungen, die auch, finde ich, sehr geil rausgekommen sind. Das zeige ich euch aber gerade nachher. Zuerst zeige ich euch die Box Arena. Die Türen sind irgendwie nicht mehr richtig drin. Hey. Gut, dann kommen wir hier rein. Box Arena. Da geht es rauf in eine Kneipe, glaube ich. Genau. Alles sehr edel gehalten. Was ist das? Dort haben wir nicht richtig fertig gebaut, glaube ich. Mit Ausblick. Sehr hübsch. Mit ein bisschen Fantasie sieht man auch, dass es eine Kneipe ist. Wo sich die reichen Säckchen volllaufen lassen. Champagner kostet 300 Stutz mindestens. Dann, wo geht es da durch? Ah, da geht es nach in die Wohnungen, genau. Da kommen wir in die Box Arena runter. Tada, tada, tada. Geil. Ist das nicht geil? Mit den richtigen Bildern dazu. Also das sind ja eigentlich, das ist ja der Fernseher, oder? Wo man das Bild sieht, die ein bisschen weit weg hocken. Ist doch geil. Ich finde es richtig geil. Und da ist der Boxkampf. Und da geht es hinterher zu den Räumen. Ladies. Ja, die haben es sehr spartanisch eingerichtet. Da ist Gentleman. Okay. Mehr braucht es, glaube ich, auch nicht. Was macht der da? Der war nicht geplant. Eigentlich sollte ich hier Viecher nicht spawnen auf dem Server. Egal. Gut, das wäre die Box Arena. Ich mache es ein bisschen schnell durchlaufen. Das Wasser sieht verdammt hässlich aus. Nur eine Gülle. Dann gehen wir jetzt hier in die Wohnungen rein. Ah, seit dem Patch mit den Türen, das ist... Da wären wir ja jetzt wieder in die Box Arena reingekommen. Aber sehr schön mit den Farben. Alles schön abwechslungsweise. Geil. Dann gehen wir auf in die Wohnungen. Es geht relativ weit rauf.
Dann gehen wir hier in die erste Wohnung. Grosse Küche. Natürlich, das muss sein. Wieso fehlen hier überall Klötze? Hier mit mega geilem Ausblick. Jetzt wird es auch noch gerade dunkel, das passt perfekt. Jetzt sehen wir auch, wie das Zeug alles leuchtet. Es sieht mega geil aus. Da ist XXXL 150 Zoll Flat Screen. Ist alles möglich bei Minecraft. Das ist eine Einzimmerbude. Da ist das Bett. Yeah, geil. Gut. Das wäre die erste Wohnung gewesen. Also wirklich eigentlich noch nicht so hure schlecht eingerichtet. Dann gehen wir rauf. Zweite Wohnung. Die müsste, glaube ich, genau gleich sein, identisch. Ja, sogar der gleiche Fernseher, alles genau gleich. Hey, jetzt ganz ehrlich, Leute, sieht das nicht geil aus? Das sieht doch richtig fett geil aus. Finde ich. Ich finde. Also gehen wir rauf. In die drittbeste, grösste und teuerste Wohnung von allen. Yes, geil. Die ist sehr gross, das zeige ich euch gerade nachher. Da haben wir die Küche, die ist voll geil, also mit dem Backstein da. Also mir gefällt es noch ziemlich gut, es ist wirklich geil rausgekommen. Da ist da das Esszimmer und das Fernsehstube, Fernsehzimmer, was auch immer. Fernsehzimmer, was auch immer. Auch mit einem sehr grossen Bildschirm. Ist richtig geil rausgekommen da. Ich bin selber überrascht, ich habe es schon so lange nicht mehr gesehen. Ich habe es gar nicht mehr so geile Erinnerung. Für das es eine von unserer ersten Welt war. Mit den Durchreichen da. Sehr einfallsreich, ein Lob an Cherry, er hat das eingerichtet. Nicht schlecht. Gut, dann gehen wir hier später hinterher. Dann kommen wir hier ins erste Zimmer, auch mit einem grossen Bildschirm. Kann man von beiden Seiten schauen, das ist sehr praktisch. Grosses Bücherregal. Eigentlich ist da der Sitz verkehrt, aber ist egal. Riesen Zimmerpflanzen. Irgendwie fehlen überall so Klötze, was soll das? Und das Zimmer, das ist wahrscheinlich das ältere Schlafzimmer, hat einen riesen Balkon mit Ausblick. Dort unten ist noch der Bunker. Den zeige ich euch auch noch. Der ist allerdings leer. Aber den zeige ich euch gleich. Gut, gehen wir weiter. Dann kommen wir da in das grosse, noch nicht eingerichtete irgendetwas, ebenfalls mit einem Balkon. Sehr gross, geilen Ausblick. Und dann zum, wie ich finde, Highlight von dieser Bude. Mit dem Swimmingpool. Geil. Und der richtige Plättchen dazu. Ich zeige das übrigens mit dem Texture Pack Misa. Geil, oder? Alles im Überblick. Kann man jedem auf den Grind spucken. Da sehen wir noch in die Buden rein. Wer will da nicht baden? Hä? 12 in der Nacht, 30 Grad noch von aussen. In den Pool jumpen, gibt doch nicht geiles mit dem Ausblick. Perfekt. Gut, gehen wir weiter, weil die Wohnung hat noch einen zweiten Stock. Den zeige ich euch jetzt auch noch, ob ihr wollt oder nicht. Und zwar ist das so ein bisschen der... Ja, wie soll ich sagen? Ja, Partystock mit Kamin. Da ist jetzt halt Lava drin. Das blubbert. Höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Mit grossem Fernsehen. Ein paar Chicas, die auf den Tisch rumgetanzt sind. Und natürlich mit Balkon, das muss immer sein. Und mit Bar. Damit man seine Gäste auch schön bedienen kann. Den Schalter dort zeige ich euch jetzt gerade. Ganz raffiniert, he? Weil jeder reiche Typ hat natürlich auch irgendein grusiges Geheimnis.
Was kann das sein? Dann haben wir da noch einen Leseraum, eine Bibliothek, was immer sehr unschuldig wirkt. Aber, jetzt kommen wir zu dem grossen Geheimnis. Da ist eine Tür und da kommt man nicht rein. Was ist echt dort hinten? Da kann man die Türen, die kann man nicht aufmachen. Aber, wenn man sich ganz genau da umschaut, sehen wir den Schalter da hinten. Macht Klack. Und voilà. Die Türe ist auf. Geil, nicht? Wir haben hier einen riesigen, langen Dings. Leitung gemacht, hinter der Wand, alles hinter der Tür bis zu dem Schalter. Und wir würden den Schalter die nie mit dem in Verbindung bringen. Und da hinten hat der reiche Sack, der da wohnt, seine gefangenen Leute, die er dort foltern, seine verschleppten, gekidnappten Leute, die da grusig da innen dahin vegetieren. 3 Mal, jetzt sind gerade alle leer. Da mit seinen grusigen Folterwerkzeugen. Man will gar nicht wissen, was da alles abgeht. Gut, das wäre so das Geheimkämmerli. Wenn wir das wieder schließen, dass da ja keine falschen Leute etwas sehen. So, ein paar zu. Und dann gehen wir noch einen Stock weiter rauf. Da ist eigentlich kein Wohnbereich mehr. Da ist noch ein kleiner Ausblick. Man hat einfach völlig Platz gehabt. Sondern, wie auch jeder reiche Typ, muss auch da in Minecraft jeder reiche Typ einen hellen Landeplatz haben. Haha, ist das nicht geil? Super. Ja, das wäre jetzt einmal das gewesen. Die Box, Bowling und Kino Arena. Box Arena, wie auch immer. Gut, noch etwas. Ich wollte ja noch den Dings zeigen. Der Bunker oder der was auch immer. Wir haben dort eigentlich, das ist das letzte, was wir gebaut haben in dieser Map. Wir wollten irgendwie eine Raketenbasis bauen oder irgend so etwas. Sind dann aber nicht unbedingt verhindert worden, sondern haben einfach keinen Bock mehr gehabt. Das da muss man sich wegdenken, da haben wir nur müssen austüfteln. Und zwar ist der eigentliche Eingang. Ich muss gerade schnell den Typ killen da. Stirb, 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 stirb. Mann, stirb auch endlich. Ah, jetzt. Gut. Und zwar geht das da rein. Mit einem Schalter. Ha! Und zu ist das Loch. Eigentlich ist da nicht ein Kippschalter drin, sondern ein Drückknopf. Dass wir haben das absichtlich mit dem Abstand gemacht. Wenn man einen Knopf drin hat und nicht einen Kippschalter, kann man nicht allein in den Bunker rein, weil da muss einer drücken und der andere kann rein. Dieser Weg reicht es nicht. Also. Aber zum Bauen haben wir jetzt erstmal den Kippschalter gemacht. He? Wenn ihr das noch irgendwie seht, ich kann das nicht vorführen, dass man es sieht. Ja. Gut, gehen wir mal in den Bunker rein. Genau, da wäre der Schalter. Da geht jetzt nicht natürlich. Da innen sind alles Viecher, ich höre es. Da haben wir ein bisschen mit der Bahn probiert. Ich habe gar keine Ahnung, wo das durchgeht, ehrlich gesagt. Was ist das da? Das hat der Jerry gebaut. Ich weiß gar nicht, ob das einen Sinn hat schon. Oder ob das noch in Entwicklung ist. Gut, gehen wir da weiter in dem Bunker. Mit diesen Licht. Beleuchtung in der Wand innen. Das ist ganz geil. Ah ja, genau. Das ist auch geil. Mit der Druckplatte im Boden. Kawusch. Kawusch. Mit den Schiebetüren. Ist doch geil mit so einem Mechanismus. Die habe ich übrigens gemacht. Ich habe sie als sehr kompliziert empfunden.
weil ich auf ein Detail geschaut habe. Und zwar, dass wenn man auch nur auf eine Platte geht, dass beide auf und runter gehen, egal auf welche Platte das man geht. Das war für mich ein bisschen kompliziert gewesen. Ich habe sehr lange gebraucht, aber ich habe es noch hergebracht. Gut, gehen wir da rein. Da ist eine Tür. Wow! Ja komm, die mögen wir. Die sieht auch farbig aus. Gut, ich mache den Boden kaputt, das ist ein bisschen dümmer. Hilfe! Der hat leicht Störungen dort. Nein, ich mache die ganze Bude kaputt. Ich bin da natürlich im Kreativmodus drin und wenn ich irgendetwas antippe, ist es im Arsch. Ich könnte jetzt natürlich das wieder zusammenbauen. Und zwar ist das mit denen da. Ja, muss man ja fast haben, man kann das nicht einfach kaputt lassen. So. So. Und dann könnte man natürlich auch noch ein Schwert geben. Gut. Dann sehen wir hier einen Reaktor oder irgendetwas, das ziemlich hoch rauf geht und ziemlich weit runter geht. Wir haben hier ziemlich lange probiert, wie wir das machen könnten, dass das einigermaßen geil aussieht. Wir haben das vielleicht auch ein bisschen abschauen aus dem, bitte nicht lachen, Half-Life. Aber ja, es ist sehr schwierig, etwas zu bauen mit den vorgegebenen Klötzen. Es gibt zwar extra Texture Packs mit dem Look, aber da würde ja der Rest nicht mehr passen. Also haben wir es einfach so irgendwie probiert zu bauen. Da muss man sich dort einfach irgendeinen Blitzstrahl vorstellen. Ja, gut, gehen wir weiter aus dem Raum raus. Da hätten wir eigentlich übrigens alles so Computer und so Kram aufbauen. Das sollte irgendwie ein Labor sein, ein Büro oder was auch immer. Aber eben, wir haben den Bunker noch nicht eingerichtet. Wir haben ihn einfach gebaut. Da haben wir wieder so eine Schiebetür. Dann können wir hier in den nächsten Raum rein. Noch überhaupt nicht fertig. Ah, vielleicht sehen wir hier ein bisschen, genau, da ist der Mechanismus von dieser Tür. Da kann man es vielleicht ein bisschen zeigen, wie das aussieht. Da sind Druckplatten da oben zu. Da kommt das hierher. Und kreuz und quer und überhaupt. Und ich wüsste es auch nicht mehr, wenn ich es jetzt noch einmal bauen muss. Gut. Dann geht es hier weiter. Da geht es sehr tief runter. Aber. Wie wir hier sehen, wir sind noch überhaupt nicht fertig mit dem Bauen gewesen. Das ist einfach Stress. Ah ja, da gibt es noch eines. Da sehen wir jetzt von dieser Seite den Reaktor. Dort oben sind wir vorhin gewesen, in diesem Raum innen. Jetzt sind wir da unten. Natürlich alles immer so gebaut, dass man es immer wieder ein bisschen an den gleichen Ort herkommt und auch das Zeug sieht. Dann geht es weiter runter. Es geht immer tiefer und tiefer und noch tiefer und noch tiefer. So, sind wir bald dort. Das ist recht tief, hey. Haben wir recht lange gebraucht. He? Dann haben wir wieder da rein. Das Mal ist eine Tür, die auf die Seiten aufgeht und nicht gegen auf und runter. Wie eine richtige Schiebetür. Hey, ich bin schon ein bisschen stolz auf das Zeug, ne? Und das passt so perfekt, man kann einfach gerade durchlaufen und es geht gerade schön auf. Dann wieder mit dieser Beleuchtung da, wie ich finde, passt super in den Bunker rein. Dann hier auf dieser Seite, ja, da haben wir noch ziemlich viele Nebenräume gemacht. Haben wir etwas Spezielles probieren und es funktioniert sogar. Ja, es läuft immer noch. Und zwar müsste da Zügel vorbeikommen. Oder auch nicht. Ah, mal da. Und zwar haben wir hier probieren, dass immer ein Wägeli stehen bleibt. Und dann haben wir so wie eine Abfüllanlage machen, die vollautomatisch ist. Und wenn ein neues Zügel kommt, schiebt es das Stehende an. Es ist damals nicht gegangen, ich weiß nicht, ob es heute geht. Darum haben wir halt einfach eins gemacht, das immer einen Kreis macht. Und dann wäre da eine Glasfront vorgekommen, dass man auch nicht hätte hinterher schauen können. Und dann hat das ausgesehen, als ob einfach da
die ganze Zeit irgendwelche Wege vorbeifahren, die abgefüllt werden. Aber es fährt natürlich immer im Kreis. Egal, auch das ist nicht fertig geworden. Wie ich jetzt finde, sehr schade ist. Weil wir haben da doch viel gemacht. Es sind auch einige Stunden gewesen, die wir da innen verbracht haben. Da sind wir noch überhaupt gar nicht weit. Da haben wir erst auf die Räume rausgehauen. Glasboden. Ja, da haben wir noch gar nichts gemacht. Nur auf die Räume gemacht. Irgendwo höre ich Wasser. Dann kommen wir da eigentlich zu der... Ui! Ah ja, genau. Jetzt sind wir natürlich unter dem Reaktor. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Einfach zu Unterstunden. Ich wollte das schnell zeigen. Es geht recht weit rauf. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt, ganz am Anfang sind wir in diesem Raum drin. Dann haben wir es von da aus gesehen. Und jetzt sind wir da unten. Also alles wirklich eigentlich verwinkelt, aber doch mit System. He? Vielleicht auch ein Grund, warum wir so lange gebraucht haben. Da ist glaube ich nichts, ja, da ist einfach eine Höhle. Geht es hier zu dieser eigentlichen Raketenabschussanlage. Und zwar ist das da noch. Das ist gar nicht mehr die aktuellste Karte, sehe ich gerade. Weil da ist ein riesen Loch und wir haben schon angefangen etwas zu bauen. Und zwar, das sehen wir jetzt von da, wie gross das ist. Ein riesen Loch und da hätten wir wollen so etwas wie eine Raketenabschussrampe machen. Tja, haben wir wollen, haben wir nicht gemacht. Ja, das wäre glaube ich alles. Mehr gibt es in dieser Map nicht zu zeigen. Es hat jetzt doch recht lang gedauert. Ich habe länger gebraucht für das letzte Show, als ich gedacht habe. Gut, das wäre es gewesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar dazu abgeben würdet. Wir haben noch eine andere Map, die ich auch eigentlich gerne würde zeigen als letzte Show. Dort ist wirklich nichts, irgendwelches Fernsehzeug oder so. Dort ist wirklich strikt nach Mittelalter-Style gebaut worden. Also ich finde, es ist wirklich gelungen. Falls ihr wollt, dass wir das auch noch zeigen, könnt ihr das bitte in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sehen wir sich wieder bei einem Let's Play von Minecraft oder sonst irgendetwas. Ich danke euch fürs Zuschauen und schöne Zeit.